Über 200 Teilnehmer aus dem Bereich der Metall- und Kunststoffverarbeitung waren zum Pforzheimer Werkstofftag 2015 ins Kongresszentrum gekommen. Die Veranstaltung fand erstmals 2012 statt und wurde nun bereits zum 4. Mal von der Clusterinitiative Hochform organisiert, im engen Schulterschluss zwischen Hochschule und Stadt. Also wir haben für alle Veranstaltungen eigentlich ein grundsätzliches Thema, die Werkstoffe, Werkstoffkunde, Werkstofftechnik, Werkstoffprüfung. Das steht mal oben drüber. Und für diese Veranstaltung hier haben wir einen Schwerpunkt gesetzt, das ist die Oberflächentechnik, also Werkstoffaspekte in der Oberflächentechnik. Wir sind hier ein Zentrum für Präzisionstechnik in ganz Deutschland geworden, erwachsen aus der Schmuck- und Uhrenindustrie. Hier besteht ganz viel Kompetenz in der Frage, wie geht man denn mit Werkstoffen um? Was für Verfahrenstechniken braucht man heute, um wirklich technologisch vorne dran zu sein? Die Teilnehmer konnten zahlreiche Fachvorträge von Referenten aus der Praxis und der Theorie besuchen. Zudem hatten die Unternehmen die Möglichkeit, sich und ihre Produkte zu präsentieren. Erfahrungsaustausch und das Knüpfen neuer Kontakte waren ausdrücklich erwünscht. Das Ziel aller Beteiligten ist die Verzahnung und der Know-how-Transfer von Wissenschaft und Wirtschaft. Weil es heute international nur so geht. Früher war es eher eine Abschottung. Einerseits die Unternehmen, dann die Stadt, dann die Hochschule. Heute arbeiten wir eng mit der Clusterinitiative Hochform zusammen, denn wir wollen ja, dass die Unternehmen hier Erfolg haben. Und dazu muss auch der Technologietransfer von der Hochschule in die Unternehmen reibungslos laufen. Das ist wichtig, weil wir immer wieder Nachwuchskräfte benötigen, weil wir die Forschungstätigkeiten der Hochschule nutzen und benötigen, um dadurch immer neue Werkstoffkombinationen herstellen zu können. Die Hochschule hat ein großes Interesse, sich in der Region zu verankern, zu vernetzen, mit Unternehmen eng zusammenzuarbeiten, auch Auftragsforschungsprojekte durchzuführen. Und in diesem Kontext ist natürlich so ein Werkstofftag ein ganz wichtiger Baustein. Und es erhöht natürlich auch die Visibility, die ja sehr wichtig ist in der heutigen Zeit, die Sichtbarkeit nach außen. Die Hochschule darf nicht nur oben auf dem Berg quasi vor sich hinwerkeln, sondern sie muss auch in der Stadt präsent sein, Akzente setzen und auch zeigen, wo die Forschungsschwerpunkte sind. Die eintägige Veranstaltung wurde von den Firmen Agosi, Enayati, Innovan und Immo unterstützt, die auch alle selbst vertreten waren. Für uns ist die Veranstaltung hier ein Netzwerk, wo wir weiter ausbauen und wo wir uns auch dazugehörig fühlen, gerade in der Initiative der Hochform, und die haben wir auch schon ausgetragen bei uns im Haus, und da fühlen wir uns irgendwie auch verpflichtet, an dem Ganzen teilzunehmen, eben dieses Netzwerk hier in Pforzheim weiter auszubauen, die Industrie an sich zu stärken und diese Präzisionstechnik hier im Raum Pforzheim eben als einzigartiges auch weiterzutragen und auszubauen als Netzwerk. Ja. Der Pforzheimer Werkstofftag hat sich mittlerweile zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert, und das mit stetig wachsender Resonanz. Auch für die Zukunft möchten die Organisatoren diese Schnittstelle zwischen Forschung und Entwicklung, industrieller Anwendung und Lehre erhalten und weiter ausbauen.